Herzlich willkommen zurück hier bei Retro-Cache. Sinnlose Let's Plays mit Diablo 3 ab der Switch gespielt und wir dürften weitergehen. Ich bin Itirael, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht, oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns. Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanov, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie finden und den Himmeln die Hoffnung zurückgeben. Ja, gehen wir mal schauen, wie man sie findet. Oder ihn. Dies sind die Gärten der Hoffnung. Der Erzengel Auriel kann... Mehr Wut! Das geht noch nicht. Von diesem Leid befreit sich. Das war inspirierend. Niemand war je Zeuge eines größeren Übels als dem, das Adria über uns gebracht hat. Nur ein Wunder kann Diablos Zerstörungswut jetzt noch aufhalten. Die Vorfahren sind wieder auf. Noch nicht bereit. Was ist denn das da? Okay. Da können wir nicht kaputt machen. Da können wir wahrscheinlich noch nicht kaputt machen. Es scheint, als könnte ich noch nicht passieren. Ja, habe ich gerade auch gedacht, dass er nicht rüberkommt. Also müssen wir einen anderen Weg suchen. Sehr atmosphärisch gemacht, die Tunnel sind am Kämpfen. Überall fliegt ein bisschen etwas rum, sieht gut aus, gefällt mir eigentlich. Und Speicherpunkt. Jetzt haben wir gerade ein bisschen viel Speicherpunkte, hm? Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Nephalem. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien.
glaube, da haben wir nicht vor. Au. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Wut. Das geht noch nicht. Nicht genug Wut. Meine Armeen strömen durch die Höllentore. Die Himmel werden zerstört sein, lange bevor du auch nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst. Ja, da sehen wir den noch. Hab Dank, Nephalem. Ich hatte gehofft, dass die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte, dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Ihr seid nun losgelöst von den Ketten des Schicksals. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis ahnen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ich habe Diablos Champion besiegt und Hoffnung wiedererstehen lassen. Ich dachte, auch Tyraels Glaube würde wiederhergestellt werden, aber er bleibt verschollen. Wie dem auch sei. Ich werde Diablos Höllenportale nun zerschmettern. So, werden wir da? Muss ich wieder recht oder in dem Fall? Jetzt kann ich die kaputt machen. Mehr Wut! Hier am stärksten. Okay. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Wut. Noch nicht bereit. Sieh dir diese Garten an. Jetzt triefen sie mit höllischer Verderbnis. In dem Fall müssen wir da weiter. Gehen wir da. Tor zur Hölle. Die Dämonen kommen aus Diablos Schreckensreich in brennenden Höllen. Das Tor muss geschlossen werden. Der Angeresrat setzt sich aus 5 Erzengeln zusammen, die gemeinsam über die hohen Himmel herrschen. Sie entscheiden über die Gesetze, an die sich alle Engel halten müssen. Jeder von ihnen verkörpert einen reinen Aspekt der Schöpfung. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Schicksal und Weisheit. Ja, und dann nützen wir jetzt da. Und Gerechtigkeit ist ja die Tyrael, oder? Nicht genug. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht.
Ich brauche Wut. Gut gemacht, Nephalem. Diablos bösartige Diener können dieses Höllentor nicht mehr benutzen, um in die silberne Stadt zu kommen. Jetzt verbleibt nur noch ein Tor. Okay. Jedenfalls sind noch 2. Das ist nicht das einzige Tor zur Hölle. Der Strom meiner Legionen wird niemals abreißen. Ja, da sehen wir den. Ich kann noch sollen Waffen kaufen gehen. Mein Inventar wahrscheinlich schon bald wieder ziemlich voll ist. Ich brauche mehr Zeit. Führt meine Hand. Noch nicht bereit. Imperius, der Erzengel der Tapferkeit, ist der größte Krieger der Schöpfung. Er schwelgt in Kriegen und Schlachten und hat die Truppen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt. In Abwesenheit Maltaels ist es nun Imperius, der den Vorsitz des Angiresrats innehat, immer darauf bedacht, die hohen Himmel vor allen Feinden zu schützen. Okay. Und wieder ein Speicherpunkt. Das geht noch nicht. Ihr habt gegen mich keine Chance. Zumindest schon mal so aus. Euer Geist ist von diesem Leid befreit, Engel. Habt ihr schon Angst? Und wieder mal weiß ich nicht, wo ich hin muss. So schön. Noch nicht bereit. Zurück. Aber ist schon schön, hä? Da, atmosphärisch.
suche nach einer Spur von Tyrael, aber es gibt keine. Ich brauche mehr Zeit. Auf keinen Fall. Der Prophet wäre erfreut. Vielleicht auch nicht. Ich bin nicht erfreut, weil ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin wieder mal blind links in der Gegend umeinander laufen und das mag ich eigentlich nicht. Das geht noch nicht. Wie könnt ihr es wagen, in die Heiligkeit der Himmel einzutreten? Ich brauche mehr Zeit. Ich kann nichts mehr aufheben. Ah, jetzt bin ich wieder so weit. Ah, müssen wir halt mal schon schauen. Haben wir etwas Schlaues da? Gut. Und wie ist das gegangen? X fallen lassen. So, dann haben wir halt ein bisschen etwas liegen lassen und ein bisschen Geld verschenkt. Das geht noch nicht. Dein Sieg steht kurz bevor, Nephalem. Du kommst zu spät. So wie du schon immer zu spät gekommen bist. Ja, da sehen wir jetzt den Garten. Noch nicht bereit. In den brennenden Höllen. Das Tor muss geschlossen werden. Ich brauche mehr Zeit. Das werde ich nicht tun.
Höllentore sind geschlossen. Wir haben meine Erwartungen weit übertroffen, Nephalem. Aber wir dürfen keine Sekunde vergeuden. Schnell, ihr müsst zum silbernen Turm vordringen. Wo ist der? Die Höllentore sind geschlossen. Unwichtig. Bald wird von diesem hohen Himmel nichts mehr sein. Die ganze Schöpfung wird das Reich des Grauens sein. Okay. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Okay, den wollen wir mal rauf. Zeigt der Pfeil ja schon Weile an, aber ihr denkt, vielleicht gibt es dort unten noch etwas Schlaues, aber so wie es aussieht nicht. Noch nicht bereit. Ja, in dem Fall ist Tyrael wieder da. Wenn wir mit dem wieder mal reden. Hm? Tyrael, ihr lebt. Ja, mein Freund. Ich bin wieder bereit, an eurer Seite zu kämpfen. Es war ein Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben. Ihr habt mir gezeigt, dass noch immer eine Chance besteht, zu siegen. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum silbernen Turm. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein. Ich wusste, dass ihr es mit der Zeit verstehen würdet. Oh nein, er ist zurück. Wer? Ihr werdet schon sehen. Geht dann noch gerne einen Speicherpunkt gehabt. Ihr! Euresgleichen habt hier nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Schenkt ihm keine Beachtung. Das ist euer Kampf, Nephalem. Eure Macht ist größer, als selbst Tyra ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallbogen über uns erreicht.
So, dann wäre schön spannend gewesen und ich habe da einen Punkt, wo ich mein Inventar mal endlich leeren kann. Und die Folge wäre ausnahmsweise wieder mal ein bisschen länger gewesen und ein bisschen mehr Gemetzel. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Ich erinnere mich daran, wie Engel in all ihrer Majestät durch diese Hallen schritten. Wir hielten uns für die Herren der gesamten Schöpfung. Unsere Arroganz war unser Verderben.